Der Mona ist, glaube ich, fast mein persönlicher Favorit. Ich bin allein hier mit meinen Dämonen und ich halte meine kleine Welt in Schach. Und der ist entstanden nach dem Konzert, wo wir «Under the Bridge» im Kirchenfeld die 7 Konzerte gemacht haben, die im Rahmen waren von dieser Bilderausstellung im Naturhistorischen Museum. Und dort bin ich auf der Bühne gestanden und habe mich erinnert an die Zeit, ich in diesem Quartier gelebt, in dieser Zeit von meiner schweren Depression. Und bin tatsächlich auch mal auf dieser Brücke gestanden und dachte, jetzt gehe ich. Oder ich hatte wirklich die Schnauze so voll vom Leben, vom Dasein. Und dann ist so ein Moment, stehst du auf der Bühne, schaust in die Leute rein, weisst, dass deine Tochter da ist oder dass alle deine Kinder da sind und deine Frau ist da, deine Ex ist auch da. Und so ein Moment, wo man dann denkt, genau da wäre ich gelandet, wenn ich es dann umgesetzt hätte. Und jetzt habe ich so ein Glück, jetzt bin ich plötzlich da in dieser Welt aufgehoben und geborgen und im Kreis von Freunden auf der Bühne Musik machen. Das ist mir total eingefräst. Und das war der Auslöser, dass ich nach Dämonen geschrieben habe, wo der Satz drin vorkommt. Draussen vor dem Fenster steht eine mächtige Brücke und wenn ich heute Nacht dort hergehe, dann komme ich nicht mehr zurück. Es war eine derbe Geschichte. Aber das hat irgendwann auch noch die Form gebraucht. Irgendwann musste ich einen Song machen über das. Also einfach die Dämonen da hocken und die machen einfach einen Krach. Ich will einfach pennen, ich will von der ganzen Welt nichts mehr hören. Und so, aber es rumpelt und poltert einfach das dunkle Zeug in einem innen. Das ist so der Ecke. Ich liebe ihn aber vor allem, weil er musikalisch so stimmig ist.